Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen heute Restory, also eine Mischung aus Restore und Story. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Man möge mich belehren in den Kommentaren. Ein kleines, chilliges Spiel, wo man kleine Retro-Sachen reparieren darf oder putzen. Auf geht's. Relativ selbsterklärend. Die Story zumindest erklärt's. Dafür ist sie da. Tokio, Anfang der 2000er Jahre. Mein erster Tag in der Werkstatt. Also, To-Do-Liste. Komm mal her da. Arbeitsfläche aufräumen, Inventar sortieren und Kartons wegwerfen und die Werkstatt eröffnen. Wir sind also hier in unserer Werkstatt. Mach mal ein bisschen Licht an, dass ich was sehe. Also das hier geht schon mal gar nicht. So, stell dich mal schön hin. Hier liegt Zeugs rum. Erstmal ein bisschen aufräumen hier. Ich brauche Platz. Ich krieg hier schon wieder die Krise. Wenn da... So, dann hätten wir... Was hätten wir denn da drüben? Kartons. Weg. Das ist Essenszeug. Kommt auch alles weg. Ich brauche hier Platz. Ich muss... Wir sind hier in Japan. Da gibt es keine Mülltrennung. Alles, was brennbar ist, ja, auch Porzellan, ist sowas von brennbar. Ich schmeiß hier alles weg. Alles muss weg. Das könnte man noch gebrauchen. Ich meine, das sieht mir nach einer guten Zange zu spät. Putzmittel, weg. So, haben wir sonst noch irgendwie was? Da. Weg. Kiste, weg. Wieso hängt denn da eine Zeitung? Oh, sieht schön aus, oder? Was haben wir hier? 1000 Yen. Super. Okay, sieht gut aus. Dann, oh ja, was ist das hier? Ein Buch. Was steht da drin? Arbeitsfläche ist leer. Und eine Uhr, die kommt da oben drauf. Und ohne Lampe. Die soll hier schön aussehen, ja? Guck mal, Gemütlichkeit +7. Könnte ich verkaufen? Nein, das ist meine gute Lampe. Radio. Passt. So, das hätten wir. Werkstatt eröffnen. Also gut, los geht's. Laden eröffnen. Hallo Kundschaft. Wo seid ihr denn alle? Ich brauche euch. Aha, da ist schon einer. Wie kommst du zurecht? Kommst du gerade auf? Ich bin wegen der Miete hier. Wir hatten ja 2000 Yen pro Woche abgemacht. Also, ich habe mir irgendwann, das muss um 2000 rum gewesen sein. Ja, sag mal um 2001 rum, ist glaube ich einfacher. Habe ich mal in meinem Hirn, ist schon lange her, abgespeichert. Mach einfach 2 Nullen, glaube ich, weg. Waren es 2 Nullen oder war es eine Null und du hast es in Euro? Oder waren es D-Mark? Ist schon lange her. Ich sag jetzt einfach mal, aber 20 Euro pro Woche wäre ein bisschen wenig Miete, oder? Ist auch egal. Also, 2000 Yen pro Woche, ja? Ach, und übrigens habe ich auf dem Weg hier ein Handy gefunden. Weiß nicht, wem es gehörte, aber jetzt gehört es mir. Mir gehört alles hier. Es geht allerdings nicht an. Wie viel kostet die Reparatur? Wie, ihm gehört alles hier. Also, der macht sich, also Vermieter schön und gut, ja, aber er macht sich irgendwie schon mal gleich unbeliebt. Ihm als Erstkunde zur Eröffnung umsonst anbieten? Den überzogenen Preis von 6000 Yen nennen. Nun, machen wir es wie im Hotel. Wir verlangen Gesichtspreise. Und sein Gesicht gefällt mir nicht. Deshalb 6000 Yen kostet's. Da kannst du es auch gleich umsonst machen. Nimm mindestens 7500 Yen, sonst gehst du pleite wie der letzte Sensei. Okay, ich nehme auch 7500, kein Problem. Leg das Handy auf die Theke, wenn du fertig bist. Ich werde in der Nähe bleiben. Okay. So. Also. Oh, ein schönes Nokia 3310. So eins hatte ich auch mal. Ach ja. Und jetzt pass auf. Wenn ihr noch eins findet, das so aussieht von den 2000er Jahren, schaltet es an. Es hat mindestens noch 80% Akku. Auch wenn ihr es ausgeschaltet habt mit 50% Akku. Es wird jetzt 80% haben. Schwör. Also. Das ist ziemlich verdreckt, sag ich mal, ja. So, das ist der Rahmen, der Display-Rahmen. Das ist das Display oder was? Okay. Hier der OK-Knopf. Okay, wir tun mal alles so schön. So, was ist das hier? Ah, die Rückseite natürlich. Oh, was ist das? Eine Telefonnummer gefunden. Akku
Akku mache ich mal darüber. Was? Ah, guck mal da oben. Lautsprecher. Ja klar, Kabel gab es damals nicht. Das ist ein WLAN-Lautsprecher. So, Schräubchen. Schräubchen kommen natürlich in einen schönen Blechdeckel, wie sich das gehört. Also ernsthaft jetzt. Genauso mache ich das auch. Und jetzt passt auf. Pro-Tipp. Wenn ihr noch ein Magnet in einen Aludeckel legt. Ja, Aluminium ist nicht magnetisch, das weiß ich. Aber die Schrauben bleiben dann an dem kleinen Magneten hängen. Mein ja nur. Es soll ja Leute geben, die einen kleinen Magnet immer da haben. Und auch eine Dose, wo sie Schrauben und Krimskrams drin haben. Das ist wirklich, ist eine mega Sache. Was ich auch gern mache, von Wärmeleitpaste. Da gibt es irgendwie so komische, ich kann es euch zeigen, Moment. So komische Plastikdinger. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Weiß ich nicht. Aber es ist saumäßig praktisch, um Schrauben reinzulegen. Mein ja nur. Schmeißt nicht alles weg. Guckt es euch an und überlegt euch, oh, da könnte ich was Cooles reinlegen. So. Moment. So. Achso, haben wir jetzt raus. Was ist das eigentlich? Ach, das ist die... So, nu. Achso, ich kann jetzt auch noch zoomen. Okay. Achso, das ist die Platine einfach. Ja gut. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal mit dem Säubern an. Das muss da hoch. So, Pinsel holen. Und jetzt erstmal schön das Ding sauber machen. So, sieht gut aus. Aber innen... Oh, Jesus, das sieht ja noch richtig schlimm aus. Ja, okay. 3310. Das ist so krass, hey. Und Kameras gab es damals noch nicht. Mein erstes Handy, es war kein, ich weiß gar nicht mehr, es war ein Nokia, ja, das ist klar, ne? Aber ein 3310 hatte ich so nicht. Ich hatte irgendwas später. Das hatte dieses ikonische, ich kann es ja mal kurz zeigen. Das da, ne? Was wir jetzt halt sauber machen. Dieses da, Hörer, hoch, runter und da oben, das war die OK-Taste. Hatte das nicht. Das hatte, soweit ich weiß, ein richtiges Steuerkreuz oder so. Also so in der Mitte irgendwie. Es war ein Nokia. Das ist relativ klar. Das hier ist sauber. So. Aber auch, oh, die schöne... Ach, ja, stimmt. Pass auf. Meins hatte nämlich hier... Das da ist ja die Tastatur. Die sind ja aus Gummi, ne? Aus Gummi gewesen, die Zahlen. Meine waren aber beleuchtete Gummitasten. Beleuchtet. Ganz Hightech war das Ding. Ihr müsst mal gucken, was es war. Und obendrauf... Also quasi... Kann ich euch ja zeigen, wenn ich es gleich zusammenbaue. Ich glaube, wir sind soweit fertig, oder? Sehe ich das richtig? Erstmal Akku rein. Ganz akkurat. So... den Rahmen, Lautsprecher, die Taste da, das da. Upp. Ach so, ja, ich muss natürlich noch die Schrauben wieder reinmachen. Sonst hält ja die Platine nicht. Ganz so einfach war es nicht. Und ja, sehr akkurat. Die Hülle da, die konntest du einfach tauschen. Und ich rede nicht von der Gummihülle, die dir hier um dein blödes Handy drumherum machen kannst oder so. Nee, das war halt die richtige Plastikhülle. Gab es damals auf jedem Flohmarkt, gab es irgendwie meistens waren es türkische Händler oder sowas, diese Hüllen gab es Zehntausende mit allem drauf. Ey, super. Ach ja, das waren noch Zeiten. Habe ich mir nie geholt. So, das da oben, das ist der Ein- und Ausschaltknopf gewesen. Das da. Und der war bei mir auch beleuchtet. Ich weiß nicht mehr genau, was für ein Nokia das es war. Aber genau so eins war es. Und es war cool. Es war dunkelblau und hat orange beleuchtete Tasten gehabt. Also die Gummitasten, die waren halt einfach so ein bisschen transparent, durchsichtig so ein bisschen. Und unten drunter war ein orangenes Licht. Fertig. Oben die Taste auch. Gummi und ein orangenes Licht. Uah. So. Also, haben wir alles gemacht? Ja, haben wir. Sehr schön, oder? Dann würde ich mal sagen, das haben wir geschafft. Der hat gesagt, wir sollen es hier hinlegen. Na komm. So. Und jetzt müsste der theoretisch kommen.
Wir haben jetzt schon 15 Uhr. Oh, hallo. Ich hasse Akiba, so laut und überfüllt. Aber hier bei dir ist es ruhiger. Ja, komm ruhig her. So, alles klar. Was machst du da? Ist das Handy fertig? Hab nicht viel Zeit. Handy geben oder die Notiz mit der Nummer erwähnen? Sorry, aber der ist mir halt irgendwie unsympathisch. Er hat ein bisschen... Oh, er ist auch tätowiert. Der hat was von... Ja, ich gebe ihm das Handy und gut ist. Jetzt sieht's wenigstens gut aus. Das verkaufe ich auf dem Online-Marktplatz. Warum Geld verschenken? Ach, und übrigens... Du solltest unbedingt vor Mitternacht schließen. Gestern Nacht ist so etwas passiert. Jemand ist in einen Laden eingebrochen und hat ihn geplündert. Teure Geräte sind verschwunden. Mein Sohn war vor Ort. Er ist wütend und nass heimgekommen. Er arbeitet als Sicherheitsdienst zu sehr vernünftigen Preisen. Aber das besprechen wir ein andermal. Bis dann. Ernsthaft jetzt? Mein Vermieter ist wirklich bei der Yakuza? Also... Cool. Wenigstens mal ordentlich Kasse gemacht. Jawohl. So, Was ist denn hier los? Entschuldige den Überfall. Hoffentlich habe ich dich nicht erschreckt. Der letzte Sensei ist immer so erschrocken. Ich wohne direkt über dir. Ich nehme mit meinem alten Atari 2600 online an einem Pac-Man-Turnier teil. Aber mein Joystick ist kaputt. Dabei bin ich so nah am Rekord. Wie will denn der einen Atari 2600 online kriegen? Wie hieß das Ding mit dem Telefonhörer auflegen? Optokoppler? Nee. Wie hieß denn das? Wenn man in die Poststelle, also es war eigentlich sogar noch vor meiner Zeit, ich habe selbst auch nur gehört. Akustikkoppler hieß das. Da hast du so eine komische Schale gehabt so und einen Telefonhörer mit einer Schnur natürlich dran, also ein Telefonhörer. Also das Ding, wenn du auf den Telefonhörer drückst, um aufzulegen auf deinem Handy, so sah ein Telefonhörer aus, ne? Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Und das hast du in so eine Schale gelegt und dann hat das Geräusche gemacht und diese Geräusche wurden dann in Bits umgewandelt. Wahrscheinlich keine Bytes. Gab es damals noch nicht. Wir hatten ja nichts früher. So. Also er ist so. Ach so, es kann natürlich sein, dass er einfach zockt und dann ein Foto macht und online stellt. Obwohl, das war um 2000 rum. Junge, egal. Das war jetzt das zweite Mal diesen Monat. Jetzt habe ich also 2 kaputte Joysticks. Könntest du bitte wenigstens einen reparieren? Zieh einfach am Seil, wenn du einverstanden bist. Danke. Okay, am Seil ziehen. So. Nutze Teile eines Joysticks, um den anderen zu reparieren. Okay. Aima-chan. Also, wie darf ich jetzt das verstehen? Also, okay, den stellen wir mal daneben hin, ja? Muss ich den jetzt hier auseinanderbauen? Also, geht der noch? Keine Ahnung. Wir gucken es einfach mal an. Was hier? Karton für Teile. Teile aus einem Gerät können für ein anderes verwendet werden. Okay. Die Schräubchen brauchen wir natürlich noch. Oh, der 9-Pin-Stecker, wenn ich ihn sehe. Moment, ich muss ihn mir angucken. Oh, schön. Schön. Ich freue mich gerade so über den Stecker. Das Mega Drive und Master System hatten übrigens denselben Stecker, was sehr praktisch war. So konnte man nämlich das Master System Joypad zum Beispiel am C64 anschließen. Oder am Atari 2600 und was hatte ich, 5400 oder sowas, glaube ich. So, machen wir das erstmal. Was? Moment, das sind noch mehr Schrauben? Nee, jetzt habe ich wieder reingedreht, Mann. So, jetzt hat. Ich muss das irgendwie abkriegen. Ah, hier. So, und jetzt das Kabel abmachen. Die untere Hülle abmachen. Alles klar. Oh, der da sieht nicht mehr gut aus. Das ist okay soweit. So. Lass mal kurz gucken. Leiterplatte ist schmutzig und die Aktionstaste ist defekt. Wenn die defekt ist, schmeißen wir sie gleich weg. Also der war halt gebrochen, ne? So, jetzt pass auf. Was ist denn jetzt mit dem... Mach mal weg da, das kann ich nicht leiden. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem anderen da? Ja, komm, ich mach den jetzt einfach erstmal sauber, ja? So. Also erstmal das da sauber machen. Erstmal gucken, ob das was taugt. So. Ich finde auch schön, dass die Platine auch dieses Braun hat, so wie es halt früher war. Den 2600er hatte ich auch, aber nicht den teuren. Nein, ich hatte den billigen da. Nicht der, wo aussieht wie
Ja gut, dann schmeißen wir das da in die Kiste, oder? Kabel schmeißen wir auch rein. Defekte Teile muss ich nicht behalten. Moment, ist das Kabel defekt? Das ist defekt, oder was? Wer sagt, dass das defekt ist? Ach so, Moment. Ach so, da. Arbeitsfläche 1, Kabel defekt. Komm, weg damit. Lohnt sich nicht zu reparieren, wenn wir ein... Okay. Ich bin Inspektor Sakamoto. Warum verspannst du dich wie eine Katze im Kimono? Ich gehe hier einem gewissen Fall nach. Gestern Nacht gab es eine Verfolgungsjagd. Jemand ist in einen Laden eingebrochen, hat die Fenster eingeschlagen und sich mit teuren Geräten davon gemacht. Ich habe denjenigen bis zum Kanda verfolgt. Ach, ist das der Sohn vom Vermieter oder was? Er hat zumindest eine Security-Mütze auf. Also ist er wahrscheinlich wirklich Security und nicht einfach ein Schläger, den er mir auf den Hals schicken. Egal. So. Vor lauter Aufregung bin ich ins Wasser gefallen. Mir ist nichts passiert, aber meine Taschenlampe wurde beschädigt. Sie geht nicht mehr an. Könntest du dir das ansehen? Die Taschenlampe ist meine treue Begleiterin. Als ich sie angemacht habe, kam Rauch raus und das Glas ist kaputt. Dies ist zwar ein beliebtes Modell, aber man kriegt keine Teile mehr dafür. Hoffentlich findest du trotzdem was auf dem Online-Marktplatz. Überprüfe aber die Bewertungen des Verkäufers. Die Leute lügen manchmal. Oh, da recht. Ich habe kein Internet. Achso, ich habe da einen Typen, der sich um das Internet kümmert. Bisschen komisch, aber er kennt sich aus. Ich schicke ihn dir vorbei. Ich bin übrigens überrascht, dass hier so schnell schon wieder jemand übernommen hat nach der Sache mit dem letzten Sensei. Aber du scheinst dich auszukennen, also viel Glück. Okay. Ja, es wird erstmal... So, hier. So, also, wir müssen jetzt das erstmal fertig machen, ja? So, pass auf. Une, deux, tres. Cut. Das war Französisch. Egal. Junge, ist das... Nein. Ich will das da haben. So. Wie war das wieder? Ach, das Kabel muss ich, glaube ich, zuerst abmachen, ja? So. Zeig mal kurz her. Kabel scheint gut zu sein. So, jetzt der Knöpke. Knöpke ist auch gut. So. Das sieht irgendwie nicht gut aus, wenn du mich fragst. Das ist ein bisschen angekokelt. Aha. Die Leiterplatte putt. Weg damit. Das da. Das muss wohl immer da bleiben. Okay. Lass mal gucken. Nee, das ist... Pass auf. Wir machen... Aber eigentlich ist es Quatsch, jetzt das da sauber zu machen. Ja, aber komm, ich will jetzt keine... Weil wir haben ja sowas in sauber, ne? Aber... Also, wenn ich das benutzen darf, hat er ja gesagt, als Teilespender. Ich will jetzt nicht das dreckige Zeugs in meine Kiste machen. Ich will das schon schön sauber haben. So. Gut. Das da auch ein bisschen abputzen hier. So. Oh Mann. Ja, nur eine Feuertaste. Ich kann mich erinnern, damals, der heiße Scheiß, damals an Joysticks waren die Quickshot. Oder Quickshot 2. Ich habe da drauf geschwört. Die hatten Mikrotaster. Das sind die, wenn du in irgendeine Richtung oder gedrückt hast, den Joystick, oder halt Taste gedrückt, dann haben die so Klick, Klick gemacht. Gibt's jetzt auch noch. Also Mikrotaster meine ich natürlich. Quickshot glaube ich nimmer. Die waren so schwarz und hatten die Quickshot 2 hatten rote Taster. Der heißeste Scheiß überhaupt. Ich kann es euch sagen. So. So. Haben wir alles. Okay. Also das hier brauche ich. Ich brauche die Leiter. Ah ja, die Leiterplatte. Die kommt da dran, ja. Dann knall ich das da unten dran. Und mach das Kabel wieder rein. So, dann gehen wir kurz weg. Feuerknopf natürlich. Deckel drauf. Und Schräubchen rein. So. Wunderbar. Tada! Sieht doch gut aus, oder? Oh, schon 21 Uhr. Ich hab gleich Feierabend. So, Aimer-chan! 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 Ah, da ist er. Entschuldige, tut mir leid. Aber hast du ihn schon repariert?
Schön, hier ist deine Bezahlung. Das sollte reichen. Den zweiten Joystick kannst du behalten. Wo ist meine Bezahlung? Ich habe gehört, dass du immer noch kein Internet hast. Kann ich dir da helfen? Immer schön, wenn man sich nützlich machen kann. Ja klar kannst du mir helfen, Aimer-chan. Hier ist die Werbung unseres Anbieters. Der hat die besten Preise. Schreib auf, welchen Tarif du willst. Sag mal her. Uiuiui, es ist 2000, ihr Leute. Wir reden hier von Modem-Verbindung. Modem sind die, die beim Einwählen ins Internet, du hast nicht dauernd Internet, die Geräusche machen wie ein gequälter elektrischer Roboter-Delfin, ja? Okay, was haben wir hier Schönes? Der Grundtarif, 128 Kilobyte die Sekunde, 500 Yen pro Woche. Pro Woche? Junge, der Laden hier ist günstiger. Okay, ja, immerhin Kilobyte, immerhin Byte, also Kilobit wäre ein bisschen krass, okay. Den Smart-Tarif, 1000 Yen pro Woche mit 256 Kilobyte und den Galaxy-Tarif 1 MB, 1 Megabyte pro Sekunde. Wahnsinn. 1500 Yen. Was haben wir denn hier stehen? Also, langsames Internet, aber immerhin hast du Internet. Ja, das stimmt. Dann hätten wir hier durchschnittliche Geschwindigkeit, so für den Alltag, und Highspeed-Internet für professionelle Gamer. Nee, ich nehme den mittleren. Das ist zu viel. Also, es ist nicht zu viel, aber... Ich hatte ein 56K Modem von 128. Habe ich geträumt, Junge. Geträumt. Mein erstes Mal im Internet war ich mit der Dreamcast. Mit dem 33K Modem, was das Ding eingebaut hatte. 33K. Und ich habe nicht 1000 Yen, keine Ahnung, 10 Euro pro Woche. Da habe ich von geträumt. Geträumt. Junge, ich wurde pro Minute abgerechnet. Soweit ich mich erinnere. War das 30 Cent die Stunde? Nee, ich glaube eher, dass es 30 Cent die Minute oder sowas war. Alter Schwede. Und dann habe ich Phantasy Star Online gezockt auf der Dreamcast. Und dann waren das halt mal 2-3 Stunden. Und dann gab es halt mal eine Telefonrechnung von 200 Euro. Ja, hat meine Mutter nicht so gut. Durfte ich dann halt selbst zahlen. Habe ich ja auch gemacht. Bin ja damals schon arbeiten gegangen. So, also wir nehmen das mittlere. So. Entschuldige, einen Gefallen bräuchte ich noch von dir. Ich habe mir auf dem Online-Marktplatz so eine tragbare Noni PMP gekauft. Aber die lässt sich nicht einschalten. Das Paket war ganz zerdrückt, also hatte der Kurier es vielleicht eilig? In den Foren schreiben immer alle, dass nur lizenzierte Werkstätten Reparaturen vornehmen dürfen. Aber ich gehe kaum aus dem Haus, also bist du meine einzige Hoffnung. Du hast nicht zufällig eine Lizenz? Nee, sorry, ich habe noch keine Lizenz für eine Noni PMP. Für die Playmation Portable oder was? Och, schade. Macht nix. Dann warte ich eben. Sobald du eine PMP-Lizenz hast, melde ich mich wieder. Okay, was haben wir? Finde Teile auf dem Marktplatz und repariere die Taschenlampe, erfülle Aimer-chans Bitte und kauf dir eine Lizenz für die Noni PMP. So, 22 Uhr. Wir sind ja selbstständig. Da können wir so lange machen, wie wir wollen. So, also, okay, das ist schon mal kaputt. Ich behaupte auch mal, ja, der Reflektor ist Defektor. Schmeißen wir auch gleich weg. So, was haben wir hier? Feines Schräubchen. Noch ein Schräubchen. Ein zweites Schräubchen. Und ein drittes Schräubchen. Komm, das wird gleich sauber gemacht. Was ist das? Einfach so eine Abdeckung oder so? Gut. Die Batterie scheint noch gut zu sein. Sieht's da oben aus? Okay. Ja, das sagt. Schraubi, Schraubi. Wenn es nur so einfach gehen würde. Auch schön, dass das alles, ich meine, bei technischen Geräten ist es ja zum Glück so, dass es Kreuzschrauben sind. Es gibt nichts Schlimmeres, finde ich, als Schlitzschrauben, Dingsbumsköpfe. Oh, das ist wie die Pest. Du rutschst dauernd ab. Die Platine sieht aber nicht mehr gut aus. Ja, die ist auch fertig. Weg damit. So, und du bist jetzt so das
Mittelstück, okay. Also, ach so, wir waren ja noch gar nicht im Internet, gell? Ich muss ja mal gucken. Hallo, betreibst du jetzt den Laden hier? Ach, wie schön, dass du aufgemacht hast. Dann habe ich wenigstens was zu tun. Der letzte Sensei ist plötzlich verschwunden. Das war nicht einfach. Hashimoto-san meinte, dass du Hilfe bräuchtest. Dass jemand Rechnungen und Bestellungen zustellen und Waren abholen muss. Leg sowas einfach auf die Theke. Was haben wir hier? Aha, Rechnung für Miete und Internet. Die bringe ich dir jede Woche vorbei. Okay, ich muss jetzt. Bei dieser Arbeit muss es schnell gehen. Wusch, hey, da liegt Geld. Ach, das ist das Geld für, von Aima-chan, oder? So, was haben wir hier? Internet 1000 Yen. Da geht es hin, mein Geld. Und hier die Miete 2000 Yen. Okay. Immerhin, wir haben noch 9040. Oh ja, Internet aus. Schön, guck dir das an. Oh Mann. Der Godzilla Firefox und der Outlink Express. Ich geh kaputt. Was ein geiles Windows XP-Theme. Okay, Moment. Was ist hier los? Jungle Mail JP. Betreff Pokia 3310. Online-Auftrag. Absender Yui Tanaka. jungle@mail.jp. Gerät Pokia 3310. Reinigen. Ja, nehme ich an. Kurier bringt das Gerät nach 8 Uhr. Und der hier? Pokia 3310. Bezahlung 2700. Da könnte Staum reingeraten sein. Ich hatte es in einem Karton. Das ist ja einfach nur... Ja, komm. Machen wir auch, oder? So, was haben wir hier? Spam. Spam-Mail kann ich nicht angucken. Das ist so ein Glück. So, jetzt, wir... Was ist das da? Ah. Ach so, das ist alles. Okay. Wir brauchen sowas da in der Richtung. Ah, da. Gibt nur eine. Verkäufer Setsuna A10. Gerätezustand geht nicht an. Der Verkäufer selbst hat nur eine Sternbewertung. Geschenk von meinem Onkel in Übersee. Der ist cool. Er arbeitet für Unicorp. Er sagt, er fliegt bald weg, aber ich weiß nicht wohin. Okay, da das der einzige hier ist, dann muss ich das ja wohl kaufen. So, was gibt's denn sonst noch Feines? Autorola Racer. Pokia 3310. Neuwertig und es ist noch Garantie drauf. Ich habe nur 15 Nägel reingehauen. 8000 Yen, Alter, das ist schon... Oh, da ist noch eins. Ne, das habe ich gekauft. Achso. Egotchi. Hat meinem Sohn gehört. Ich selbst kenne mich damit nicht aus. Bitte lass es nicht sterben. Meinen Sohn kriege ich nicht wieder, aber die Erinnerung an ihn lebt weiter. Oh. Muss man mal gucken. Also, wir gucken mal. Ah, da ist ein 2600er. Wie gesagt, den hatte ich nicht. Der war zu teuer. Ich hatte so dieses Plastikmodell aus schwarzem Plastik und so. Hier ist das, ne? Ich meine, das ist auch Plastik. Das sieht nur aus wie Holz. So. Was haben wir sonst noch? Eine Noni PMP. Lädt so lahm, dass ich mein Spiegelbild öfter auf dem Bildschirm sehe als ein Spiel. Wer mich kennt, sieht das Problem. Zum Verkauf an schöne Menschen. Guter Zustand, für alle Regionen geeignet. Oh ja. So, aber beim Krempel von meinem Bruder dabei. Piept ständig, hat draufgehauen, hat aber nichts gebracht. Was soll das? Okay. Das kostet zwar nur 1000 Yen, aber der hat da draufgehauen. Das kostet 3000. Hier ist das nicht. Noni Go-Man. Ach, kein Walkman, ein Go-Man. Funktioniert. Nimmt auf, empfängt Radio, spielt Kassetten ab. Leichte Abnutzungserscheinungen. Hab mir den CD-Player gekauft. CDs sind die Zukunft. Kassetten gehören ins letzte Jahrhundert. Aha, aber es ist ein Noni-Gerät. Brauche ich eine Lizenz? Hab ich nicht. Ein Egotchi. Hab ich gefunden. Keine Ahnung, was das ist, aber die Kids sind ganz verrückt danach. Vielleicht will es jemand. 850 Yen. Ich würde mir eher das kaufen. Ich mach's mal mit dazu. Weil kann man vielleicht immer mal gebrauchen. So, komm, wir gehen jetzt kaufen, ja? Kaufen. So. Aber kommt ja erst um 8 Uhr. Des Dingens hieß es. So, was machen wir denn jetzt? Okay. Was ist das da? Was ist das da? Ach, das ist der Controller. Die Teile vom Controller. Ach so. Das ist das Mittelstück. Das kriegst du, glaube ich, nicht weg. Weißt du, das da ist das Mittelstück. Daran orientiert sich alles und ich glaube, das kriegst du nicht weg. Schade. So, okay. Es ist jetzt 3 Uhr, halb 4 morgens. Es wird Zeit, dass wir schlafen gehen. Ich muss ja eh noch warten. Also mal noch schnell nach Hause und gute 4 Stunden Schlaf schnappen. Hoffentlich wohne ich in der Nähe. So.
Reparaturaufträge abgeschlossen 2, in Bearbeitung 1. Und dann Aufträge 0, in Bearbeitung 2. So, was haben wir denn? Ich habe 11.500 Yen verdient. Hab allerdings bezahlen müssen 1.850. Für was denn das? Weiß gar nicht mehr. Internet und Miete. Für was habe ich denn 1.850 Yen bezahlt? Siehste. Also ich habe jetzt noch in der Kasse 7.650 Yen. Zack, Stempel drauf. Weiter geht's. Läuft gut, finde ich. Läuft sehr gut. Tokio, Anfang der 2000er Jahre. Tag 2. Sonntag. Natürlich haben wir sonntags geöffnet. Wenn die Kundschaft sonntags kommt, ich hoffe doch, dass sie kommt, dann haben wir natürlich offen. Hier, was haben wir hier? Jun Kobayashi, Autoroller Racer reinigen. Kannst du mal nachschauen? Riecht das nach verschmortem Plastik oder bilde ich mir das ein? Was haben wir hier? Den da will ich sehen. Hallo? Ne, das sind Arbeit. Aufträge, Moment, Aufträge. So. Verschmortes Plastik. Auch. Ich nehme den da. Komm, ich nehme beide an, ja. Also ich brauch Kundschaft. Sensei, Hilfe! Mein Egotchi reagiert nicht mehr. Und das hat mir meine Mutter geschenkt. Die wird total sauer sein. Wir waren mit meiner Klasse auf einem Ausflug auf dem Tokyo Tower. Das war total schön, so weit oben. Aber ich wurde abgelenkt und habe mein Egotchi fallen gelassen. Voll in eine Pfütze. Ich habe alles Mögliche getan, im Reisbällchen gefüttert und es in ein Handtuch gewickelt. Okay, was mit Reis wusste sie zumindest. Aber das Display geht trotzdem nicht wieder an. Ich habe es geschüttelt, drauf gepustet. Ich habe mich entschuldigt. Was wacht nicht auf? Bitte reparier es wieder. Es hat mir versprochen, zu einem riesigen Drachen heranzuwachsen. Okay, Moment. Egotchi. Legen wir mal dahin. Du schon wieder? So, pass auf. Was haben wir hier noch? Ah ja, stimmt, noch ein Egotchi. Ich tu mal alles... Jesus, ne, wieso habe ich mir so viele Handys gekauft? Was mache ich mit den ganzen Handys? Ja, man braucht ja Material irgendwie. Nein, ich habe mir... Ach so, nee! Das sind die Bestellungen, die Online-Dinger, wo sie mir geschickt haben, wo ich reinigen soll. So, aber jetzt fangen wir erstmal hier an. Das sieht doch schon mal gut aus. So, die Lampe nehme ich auch. Kann ich das auch einfach... Ja, nee, ich glaube nicht, dass das geht. Ich würde das hier halt gerne einfach komplett in die Ersatzteilkiste stecken. Aber ich glaube, das geht nicht. So, was steht daneben? Abdeckung links. Also das Ding ist noch sauber. Kommt es... Ja, die Batterie sieht... Die ist kaputt. Die ist kaputt. Die machen wir gleich weg. Ah, da. Die Abdeckung ist auch kaputt. So. Weg. Wie sieht denn die Platine aus? Die ist noch gut, nehme ich. So, jetzt haben wir nur noch das hier. Okay. Also, ich guck mal, dass ich jetzt zuerst mal dem Polizistenmann... Das war der hier, gell? Dass ich dem sein Zeug erstmal repariere. Und zwar braucht der Mann einen Akku. Na, hallo? Na gut. Er braucht eine Platine, die rein muss. Aha. Wir machen jetzt mal das Ding fertig. Ich hätte jetzt auch einfach die andere Lampe nehmen können. Die andere Taschenlampe. Aber der hat gesagt, das ist seine. Ne? Und, ey, der hat vielleicht mit der schon manchen Kriminalfall erfolgreich überstanden oder so. Der Ein- und Ausschaltknopf, der hat schon eine richtige Kuhle drin, weißt du? Und deshalb will ich sie ihm auch möglichst so wieder geben, wie ihr sie gehabt habt. So, sehr schön. Also, Lampe fertig. Stellen wir mal dahin. Alles klar. Als nächstes hätten wir... da ist er schon. Wie ich sehe, hast du meine treue Begleiterin wiederbelebt. Hier ist deine Bezahlung. Würdest du mir eben ein paar Fragen beantworten? Ihm sagen, dass du ihm gern weiterhilfst. Ihm sagen, dass du hier nur arbeitest und keinen Ärger willst. Ich helfe ihm gern weiter. Sehr gut. Was den Vorfall letzte Nacht angeht, bin ich überzeugt, dass Hashimoto irgendwie beteiligt ist, aber wir haben nicht viele Anhaltspunkte. Weißt du etwas?
Wer ist Hashimoto? Ist das nicht mein Vermieter? Ist das nicht dein Vater? Hashimotos Bemerkung zu seinem Sohn, der nass und wütend heim... Ich dachte, er ist sein Sohn. Sagen, dass du dachtest, er sei... Ja. Ich denke, was? Wie mein? Tut mir leid, den Witz verstehe ich gerade nicht. Wie zum Kuckuck bist du da drauf gekommen? Hashimotos Bemerkung zu seinem Sohn, dass er nass und wütend heimkam, wiederholen. Dann war es also doch sein Sprössling. Wir kriegen seit einer Weile Beschwerden über ihn. Das hilft uns sehr weiter. Oh. Ich glaube, das war jetzt nicht gut. Wie schön, dass du meine Taschenlampe wieder hingekriegt hast. Ich wollte sie wirklich nicht ersetzen müssen. Gut, dann gehe ich mal weiter. Ich steche hier heraus wie eine Katze. Was hat er denn dauernd mit der Katze im Kimono? Ruf der Werkstatt. Ich bin jetzt ein Laden mit... So. Gut. Also. Ich mache die Handys da schnell sauber, ja? Das geht eigentlich recht flott. Junge, oh, warte. So. Ich mache die einfach mal direkt sauber. So, ich tue die erst gar nicht hinlegen, weil, ey, die sind so dreckig. Alles klar. Die Taste da, die ist noch sauber. Das ist sauber. Das ist sauber, okay. So, pass auf, dann machen wir das und danach gehe ich ans Egotchi, oder wie sie es genannt hat, von dem Mädel. Arme Mädel, tut mir nämlich leid. Ihr armes Egotchi. So. So viel Arbeit, so wenig Zeit. Ui. Okay, alles klar. So. Schön. Okay. Akku ist soweit in Ordnung. So, dann gucken wir mal, ist irgendwas kaputt? Nee. Gut. Rückseite drauf, rumdrehen, Platine drauf. Ah ja, Schräube drauf. Ein Schräub. 2 Schräub. 3 Schräub. 4 Schräub. 5 Schräub. Und die 6. So. Alles wieder schön dran. Lautsprecher nicht vergessen. Monitor muss zuerst drauf. Zack, fertig. Sieht gut aus. Kann jetzt also abgeholt werden. So. Yui. Das war das Egotchi von Yui. Oh, da ist er. Ach, der holt schon die Pakete ab. Halt. Lass mal das Geld nicht so da rumliegen. Ich traue den Leuten da draußen nicht. Ich habe gehört, da wird man nass. Oder so. Okay. Da ist eine Schraube drin. So. LR44 Batterie. Das sind ja noch mehr Schrauben, sehe ich das richtig? I am Future. Da macht jemand Schleichwerbung für ein anderes Spiel vom selben Entwickler. Ist gerade in der Alpha. Will ich mir auch mal eventuell angucken. So. Das ist der Lautsprecher. Okay, die Platine sieht etwas... Wie geht's denn hier weiter? Ernsthaft jetzt? Wie viele Schrauben hat dieses Ding? So, jetzt die muss aber gereinigt werden. Die sieht ein bisschen übel aus. Tamagotchi. Ich hatte nie einen Tamagotchi, aber ich hatte einen Digimon. Das wird euch vielleicht was sagen. Ich hatte einen Digimon, was nichts anderes war als ein Tamagotchi, nur war es so rechteckig. Und das war ein Original-Digimon, es kam offiziell in Deutschland raus, aber kein Schwein kannte es. Also wirklich, kein Schwein. Was ist das da? Ach, das ist vorne das Glas, an dem ist alles... Also kein Schwein kannte das damals. Digimon. Und ich hatte sowas. Ich muss aber dazu sagen, ne, ich war 15 oder so, also deutlich zu alt. Ich war halt nur... Ich wollte wissen, was das ist. Ich wusste damals, ja okay, da gibt's sowas. Also Pokémon geht in Japan gerade steil. Kennt im Westen auch noch keiner. Pokémon kam, glaube ich, erst 97 oder so, glaube ich. Könnte auch 96 oder so gewesen sein. Auf jeden Fall, das Digimon LCD-Dingens, das hatte ich.
So. Okay. Nein. Alles klar. Die Batterie kommt rein und da die Schrauben dann drauf. So. Und das hatte ich und du konntest die mit einem anderen so zusammenstecken, also so connecten. Und dann konntest du gegeneinander kämpfen lassen. Allerdings habe ich halt recht schnell gemerkt, ey, ich bin zu alt für die Scheiße. Echt jetzt. Joi. So. Ich bin zu alt für die Kacke, habe ich bemerkt. Ah, er nimmt's. Hallihallo, ich habe gehört, du suchst nach mir. Wie kann ich dir behilflich sein? Eigentlich suche ich nach Yui. Ihm von dem Mädchen und ihrem Egotchi erzählen. Ach ja, ich weiß noch, eine ganze Schulklasse war hier auf einem Ausflug. Ich kann mich mal umhören, wo die herkamen. Du hättest zumindest ihren Namen erfragen sollen. Ja, Yui. Meinst du, ich rufe dich her und sag, hui, nein, Yui ist die gute Frau. Ach, und bezahlt hat sie bestimmt auch nicht, was? Ich nehme das Egotchi und bezahle selbst dafür. Ich habe heute schon ein bisschen extra verdient. Hey, der Typ. Krasser Move, Kollege. Finde ich gut. Das Geld nicht annehmen. Kinder müssen nicht bezahlen. Das Geld nehmen und dem Kurier danken. Ich nehme das Geld und sage Danke. Einfach weil... Weißt du, wie viele Kinder ich dann hier stehen habe? Junge, ich bin nur nicht die Wohlfahrt. Sorry, ist halt leider so. Außerdem hat das gerade meine Freundin gesagt. Ich kann es einfach sagen. Das heißt, wurde auf sie. Sie ist dran schuld. Ein Motorola Razr. Ich meine natürlich ein Autorola Razr. Okay. Ein Autorola Razr. So, erstmal Batterie sauber machen. Autorola Razr. Ist das Teil. So. Wie geht's denn weiter? Da sind irgendwo 2 Schrauben. Wo sind denn die? Sind die nicht... Ach, da hinten. So, jetzt kann man das hier erstmal sauber machen. Guck mal, da unten kommt die SIM-Karte rein. Ach ja, Klapp-Handys. War mal der heiße Scheiß. Gerade die Motorola, die Razr da, die waren richtig, weil sie auch noch so flach waren, ne? Die waren richtig krass. Und, wie ihr seht, keine Antenne. Okay, ihr seht das wahrscheinlich nicht. Mir fällt das auf, dass das Ding keine Antenne hat. Ich kannte halt auch Klapp-Handys, die hatten da noch so einen kleinen Nippel oben dran. So, auch gleich reinigen. Was da fehlt, um es noch echter zu machen, ist oben so ein kleines Loch, wo man dann so ein Gebämbel dran machen kann, so ein Anhänger so. Was ist das da? Ach so, das ist das Scharnier. Schön. So, hätten wir hier noch ein Display. Warte mal, der Lautsprecher kommt raus, ja. Und jetzt kommst du auch an die Platine dran. Was ist das da? Kann ich ausnahmsweise nicht sagen. Okay. Junge, das grenzt ja an Arbeit hier. Ich hoffe jetzt, dass ich auch das Richtige genommen habe. So. Also, jetzt gucken wir mal. Grundsätzlich alles ganz. Gut, jetzt bauen wir das einfach wieder zusammen. Also es war jetzt irgendwie voll unnötig, das hier abzumachen. Warte mal, wie war das nochmal? Ah, okay. Ich hab vergessen. Okay, ich hab's irgendwie... Ah, pass auf, wir hatten Lautsprecher hinten gehabt, gell? Irgendwie so. Moment. Erstmal das Scharnier zumachen, ja? Gut. Dann das Dingens... Das war doch irgendwo da unten. Ah. Okay. Zum Glück macht das Spiel das automatisch. Also die richtige Reihenfolge. Wenn ich mir das merken müsste, hätte ich ein Problem. Ist das da der Stromkonnektor quasi? Möglich wäre es so. Nee, wir sind falsch. Erst das da. Der Akku natürlich. Hallo. Oh. Noch festschrauben. Ganz klar. So. Ich schraube hier über Kopf, weil ich nämlich ein Pro bin. Ich muss das Handy nicht rumdrehen, versteht ihr? Ich bin nämlich gut. So. Katsching. Funktioniert. Perfekt. Autorola. Sehr gut. Tut mir leid, ich habe keine Päckchen. Ich bin in privater Angelegenheit hier. Ich habe ein Handy auf dem Online-Marktplatz gekauft. Sorry.
Egal, das für meine Harukis. Sie ist mein Ein und Alles. Sie arbeitet im Gebäude nebenan. Warst du noch nie da? Na, ist wohl nicht jedermanns Sache. Okay, er hat irgendein Handy gekauft. Sorry, ich habe aus Versehen weitergedrückt. Ein seltenes Autoroller in limitierter Ausgabe. Ich hoffe wirklich, dass es ihr gefällt. Was will er? Ach so. Ach so, das hat er da gekauft. Hallo? Ah ja, er nimmt das Päckchen mit. Okay, alles klar. Pass auf, wie sieht es eigentlich hier aus? In Arbeit, Spam, alles klar. Wir bleiben hier mal noch weg. 1950, da kriegen wir noch ein bisschen was hin, oder? Komm, der Typ ist cool, ne? Der hätte jetzt das Geld vom Mädel, also hat er ja selbst bezahlt. Von daher tun wir das jetzt ein bisschen bevorzugt behandeln hier. So, ich hätte jetzt erst die Online-Bestellung gemacht. Aber mir gefällt sein Gesicht. Und außerdem ist es ja für seine Freundin. Frauen lässt man nicht warten. Oha, ich sehe schon. Ich sehe schon ein Problem. Schmutziges Teil eingebaut. Gar nichts habe ich eingebaut. Hier. Ja, noch nicht fertig. So. Aha. Das sieht schon mal nicht gut aus. So. Gut. Das ist krass, dass das Ding 2 Displays hat. Also es ist ja der Witz an so einem Klapp-Handy, dass du halt ein großes Display hast zum Aufklappen. Da kratzt es ja auch nicht. Das ist ja... Und so ein kleines, wo du halt Uhr oder sowas sehen konntest. Feine Sache. Ich meine, ich erzähle euch jetzt was vom Krieg. Ich weiß... Oh! Ist mir gar nicht aufgefallen. Das habe ich bei dem letzten gar nicht gemacht. Das da sauber. So, aber jetzt pass auf. Ich habe da eine Idee. Warte. Achso, ja, ich muss ja... So, so. So, jetzt dreh mal rum. Das ist kaputt, sehe ich das richtig? Das ist leider kaputt. Oha. Und die Platine sieht mir auch irgendwie verdächtig komisch aus. So. Ja, nee, also ich brauche eine Platine und eine Abdeckung hinten. Meine Idee ist jetzt, dass ich das Online-Dingens, was ich da machen soll für den einen, dass ich da die Teile nehme und mir dann ein kaputtes kaufe. So, das da wird gleich geputzt. Ich will das halt heute noch fertig kriegen hier. Ich meine, es ist ja schön, wenn ich online gute Bewertungen und sowas kriege, aber ich habe ja hoffentlich nicht gesagt... So, ich habe ja hoffentlich nicht gesagt, ey, ich mach das in 2 Tagen, Alter. So, erstmal alle Schräube raus. Aber der Lieferantenmann, der braucht das Handy. Ist ja für seine Freundin. So. Ich tue das jetzt einfach auseinanderbauen. So. Und gleich sauber machen, richtig. Alles klar. Und dann bestelle ich jetzt für morgen einfach ein kaputtes oder so. Und nehme dann die Teile da. So. Akkus sehen noch erstaunlich gut aus, muss ich sagen. Also da war jetzt noch nicht so wirklich kaputt. Ja, noch Qualität, ne? Das geht so. Da. Ach ja, die Schrauben. Na komm. So. Das kann ich gebrauchen. Und das da ist auch noch gut. Das nehme ich mir nämlich auch. Das da nehme ich noch. Rest ist soweit in Ordnung. Sehe ich das richtig? Ja. Okay, gut. Halt. Warte. Lass mal kurz gucken. Fehlt eine Rückplatte. Alles klar. So, pass auf. Jetzt gehe ich nämlich hin. Es war doch Yamamoto, oder? So. Moment. Da muss ich erst... Wie war denn das wieder? Das da unten dran machen. An das da kommen die Schrauben.
So langsam habe ich es drauf. Das ist ein bisschen komplizierter, merke ich gerade. Dann, Akku ist zu früh. Das Weiße da, das will ich reinhaben. So. Okay, dann die Platine, den Lautsprecher und das Unterteil. So. Jetzt können wir auch einen Akku drauf machen und das Ganze noch festschrauben. Gucken, da dürfen keine Teile übrig bleiben. So. Das da machen wir da oben dran. Die Scharniere festziehen. Jetzt, oh, jetzt komme ich natürlich nicht dran. So, komm mal her. So, hoppala. Akku muss schon drin bleiben. Das da kommt dahin. Schrauben ziehen wir wieder über Kopf fest. Alles klar. Und zum Schluss dieses hier. Und haben somit den guten Yamamoto sein Handy fertig. Da mal zu. Legen das da mal hin. Und jetzt pass auf. 1:20 Uhr schon wieder. Ja, ich mache jetzt auch Feierabend, aber ich bestelle erstmal noch für morgen. So, was haben wir hier? Es ist verflucht. Wenn ich damit jemanden anrufe, höre ich eine seltsame Stimme. Auch wenn jemand abhebt. So rette mich jemand. 3000 Yen ist schon viel, ne? Mal noch irgendwie was günstigeres. 3500. Ich kann bestätigen, dass es nicht wasserdicht ist. Ich bin damit im See schwimmen gegangen. Mein Auto ist immer noch da unten. Ja gut, ich brauche halt auch die Platine. 14.000 Yen. Nein, 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 nein. Dann nehme ich lieber das da oben. Was ist denn den Warenkorb? So, und ansonsten irgendwas noch, wo nicht so teuer ist. Noch ein Pokia habe ich da nicht noch. Da habe ich noch einen Haufen Sachen da. 8.000 Yen. Komm, ich nehme auch das mit. Wie viel habe ich? 25.000 Yen. So, und ansonsten eine Konsole könnte ich auch gebrauchen. Funktioniert einwandfrei. Ist aber von dickem Staub bedeckt. Ist auch Staub innen drin. Okay, und der hat 5 Sterne. Ich nehme das alles so. Jetzt kaufen wir das alles. Kriege ich morgen aber erst geliefert. Wie sieht's denn in Arbeit? Okay. So. War ich das? Achso, ja, ich war das gerade. So. Komm. So spät ist es noch nicht. 4 Stunden Schlaf reicht ja wohl locker. Wir reparieren noch schnell dieses Handy da. Sieht mir wirklich nur ein bisschen dreckig aus erstmal. Oh, der Lautsprecher sieht mir sehr verdreckt aus. Entweder das oder verdreckt oder defekt. So. Das ist noch soweit in Ordnung. Die Taste ist auch gut. Das sieht mir auch in Ordnung aus. Jawohl. Kann ich nicht die Schale schon abmachen und sauber machen? Weil der Rest sieht mir eigentlich sauber aus. Ich bin mir nicht sicher, muss ich das oder sollte ich das alles sauber machen, auch wenn es sauber ist? Also so zur Sicherheit quasi. Sag ich mal kurz her. Ich finde, das sieht schon gut aus, oder? Das geht schon, oder? Das ist... Ich kann ja gucken, ob es funktioniert. So, die 2 Schrauben habe ich jetzt auch los. Nicht, dass ich Schrauben übrig habe, das wäre ein bisschen doof. Hoppala. So, jetzt pass auf. Funktioniert. Bam, passt. Muss er jetzt nicht unnötig Arbeit machen. So, Bestellung wird morgen früh abgeholt. Ja, das weiß ich. Achso, um 8. Schon zu spät. So, was haben wir sonst noch? Verkaufspreis. Oh, da haben wir noch was. Was ist das? Du Scheiße. 4:40 Uhr. Ach so, das ist ja das, was ich noch brauche. Okay. Und was ist das? Manchmal. Also, das ist der Joystick. Das ist doof, dass der hier nicht verschwindet und dass die Taschen... Hey, komm, das ist immer gut dabei. Also, ich brauche ja hier die Teile. Da warte ich ja jetzt noch drauf. Und wir können ja mal kurz gucken. Ja, okay, das Ding ist ziemlich im Eimer. Im Eimer. Was ist das?
Knopfzelle ist defekt. Schmeißen wir gleich weg. 4 Schräubis. Ach so. Ja, das Tamagotchi ist eh nur Ersatzteile. Dann machen wir es gleich. Alles rein damit. Das sah noch einigermaßen okay aus. Das Ding ist okay. So, wo sind denn da? Ach du. Grüne Neune. So, jetzt aber hier. Ich bin müde, Mann. Ich muss ins Bett. So. Ist das noch in Ordnung? Ich leg's dann doch mal lieber dahin, um zu checken. Ah, Display ist Kaputski. Weg damit. Leiterplatte ist noch gut. Das da ist... Weg damit. So, das muss bleiben. Alles klar. 6 Uhr. Jetzt aber schnell. Komm, 2 Stunden. Ring, ring. Jesus, nee. Wenn man selbstständig ist, dann kann man sich das leisten. 2 Stunden Schlaf. Ah, der Witz ist, ich wohne gerade um die Ecke, hoffe ich. So. Guti, oder? Denke ich. Hoffentlich kommt das nicht auf mich zurück hier. So, Tag 3, Montag. So, erstmal... Ah, da ist er schon. Ui, so ein schönes Stück. Das wird dir super gefallen. Ihre Schicht ist auch bald rum. Lieben Dank. Bis dann. Viel Glück. Ja, was ist mit dem? Willst du nicht mitnehmen? Ich wollte gerade sagen, hast nicht was vergessen? Oh, was ist das? Ah, da warte ich drauf. So. Das nimmst du schön mit, gell? Gut. Hat er mitgenommen. So, was haben wir hier? Noch ein Handy. Und hier? Ach ja. Komm mal her. So. Jetzt, ich brauche ja hier das Zeug. Also die Ersatzteile brauche ich. Komm mal her, das machen wir gleich sauber. Ich brauche einfach... Das hier ist einfach nur für Ersatzteile. Ja. Was fertig ist, ist fertig. Ist fertig, ist fertig. So, das Ding ist aber auch verdreckt, Junge. So. Aber verdreckt ist ja jetzt kein Problem. Fies wird's. Moment, ich bin gleich bei Ihnen. Sag mal, da steht wer, habe ich gewusst. Endlich ist meine Schicht rum. Entschuldige, aber ich habe es echt eilig. Ich habe eine Prüfung und mein Professor rastet aus, wenn ich zu spät komme. Ich dachte mir, wo ist eigentlich der bisherige Sensei? Ach egal, hoffentlich kannst du mir helfen. Ich will mein Handy verkaufen. Es ist fast neu, aber ich habe es fallen gelassen. Wie sich herausstellt, ist es ein seltenes Autorola, limitierte Ausgabe. Voll teuer. Ich habe sogar schon einen Käufer. Soll ich dir nachher einen Kurier vorbeischicken? Oh, ich muss. Das ist jetzt mein Bus. Wie jetzt? Was ist mit dem? Ein Moment. Alles klar, alles klar. Das hier war's, oder? Nee. Das war was anderes. Bei dem da waren wir gerade, ja. Das ist ja gerade sehr praktisch. Weil wie es der Zufall so will, habe ich hier ein schönes Display. Was man dann nutzen kann, um ihr Handy zu reparieren, damit es verkaufen kann. Jetzt müsste ich nur noch an die Schraube kommen. Ja, so geht es vielleicht doch besser. Okay, der Akku ist hin. Weg damit. Das sieht eigentlich noch gut aus, oder? Sag ich mal her. Die Rückplatte nehmen wir auch noch. Lautsprecher. Kannst hier halt einfach gucken. Ne? Platine ist auf jeden Fall dreckig. Dreckig geht gar nicht. So, oh, ich habe schon lange keinen Controller mehr sauber gemacht. Das mache ich eigentlich gern. So, was war denn das gerade? Leiterplatte, ja. Nee, ich wollte eigentlich... Ah, komm, weg. Ich wollte eigentlich gucken, ob das kaputt ist oder ganz. Aber es scheint wohl ganz zu sein, ja. So, sauber machen. Ich bin übrigens gestern, habe ich vergessen, mein Geschäft abzuschließen. Da war die ganze Zeit offen. Zum Glück hat es keiner bemerkt. So. Mir fällt ja auch gar nicht auf, wenn da das Ladentor sperrangelweit offen steht. Aber ehrliche Leute hier. Scheinbar. Okay. So, jetzt hat. Mal gucken. Alles klar hier? Jawohl, alles klar. Das ist Haruhi. Das ist die, wo sie gesagt hat, ja.
stimmt was nicht. Dann gehen wir einfach mal hin und tun nur das Display wechseln. Und gucken, ob es dann wieder funktioniert. So, das Ding, das ist eigentlich ganz. Sehe ich das richtig? Ja. Das ist Müll. Lass mal kurz gucken. Ich meine, sie hat es schon gut behandelt, ne? Also das gucken wir jetzt einfach, zack. Hoppala. Na, kommst du her? Ach, jetzt stell dich nicht so dran. Rein mit dir. Das da wieder hinten dran. Schrauben rein und gib ihm, oder? Da wird sie sich aber freuen. Mach mal hier zu. Funktioniert. Ast rein. Mann, sind wir gut. So, Haruhi. So, wo waren wir denn? Hier. Das war, glaube ich... Ah, da ist er. Hoppla, noch eine Zustellung. Bin ja noch hier. Ja, ich will dich doch hoffen, es ist jetzt 12. Ach, die Kundin ist meine Haruki. Die hat das Handy neu gekriegt und hat es gleich fallen lassen. Das ist ein Umschlag von ihr an dich. Zahlung für Handyreparatur? Hat sie mal ein Geschenk etwa kaputt gemacht? Naja, bei ihr auf der Arbeit geht es immer drunter und drüber. Moment, die hat das Handy gekriegt. Hat's kaputt gemacht, aber sie will es ja eh verkaufen. Junge, ja, okay. Ich habe jeden Abend auf einen Anruf oder eine Mail von ihr gewartet. Ich dachte, sie wüsste noch nicht, wie es geht. Dabei hat sie es kaputt gemacht. Lustig, was? Jetzt wird sie mir bestimmt schreiben. Oh. Zustimmen und ihn beruhigen oder ihm die Wahrheit sagen, also schweigen und mit dem Kopf schütteln. Ja, komm, klärt ihr das mal. Ja, du hast eh keine Ahnung. Dann packe ich's mal lieber. Okay. Wir haben Absender, Naru. Oh, da. Nehm ich. So, was haben wir denn eigentlich noch in Arbeit? Ein Autoroller Racer. Oh ja, müssen wir den noch machen. Was gibt's? Ach so. Ja. Bin ja dabei beim Autoroller Racer quasi. So. Bin ja dabei. Komm mal her. Erstmal daneben aufschrauben, bevor ich das wieder vergesse. Vorhin vergessen. Einen Moment, der Herr. Ich komme. Ich hab's geschafft. War ein ziemliches Abenteuer, aber ich hab's geschafft. Was denn los? Ich hab nach der Schulklasse gefragt, dachte eine alte Dame, ich wäre ein Yakuza. Als ich den Hieben ihrer Handtasche ausgewichen bin, bin ich ins Gebüsch gefallen. Auf der anderen Seite war da ein Hund, der seine Kette gesprengt hat, um an mich ranzukommen. Der hat mich herumgescheucht, als wäre mein Rucksack voller Wurst. War furchterregend. Zum Glück hat das Herrchen des Hundes ihn gerade noch rechtzeitig aufgehalten. Also immerhin nach ein paar Bissen. Er hat mir geholfen, die Schulklasse aufzuspüren und so habe ich sie gefunden. Die Schule war letztlich ganz in der Nähe. Sie heißt Jui. Hab ich doch gesagt! Also das Mädchen. Ich hatte noch nie jemanden so einen Luftsprung machen sehen. Die hat sich gefreut. Sie hat mich einen Helden genannt und mir sogar ein Bild geschenkt. Sie kann wirklich malen. Du hättest es sehen sollen. Ich habe es bei mir zu Hause aufgehängt. Ja gut. Ja gut. Da freue ich mich doch aber, wenn das geklappt hat. So, also. Jetzt nicht stören lassen. Und da ist auch noch eine... Oh ne, da ist schon fertig. So, das ist schon mal dreckig. So, jetzt ist aber die Frage, ne, die ich mir jetzt halt stelle. Welches davon war denn das, wo wir fertig machen sollen für online? Muss ich jetzt nochmal genau gucken. Habe ich jetzt irgendwie vielleicht, aber nur vielleicht, ein bisschen den Überblick verloren, ja? Aber nur vielleicht. Weil ich bin ja Vollprofi. Komm, wir knallen das alles da rein. Und dann gucken wir uns das nochmal in aller Ruhe an. Oder meinst du, dass das ist? Dass das ist? Was ist das? Dass das ist? So. Das ist aber schon... Wie kann man denn sein Handy so verstauben? Ja, komm. Ich habe schon oft genug meinen PC sauber gemacht. Stellt sich die Frage, wie kann man das denn so verstauben lassen? Ja, das geht flott. So, jetzt alles rein da. Moment, das ist kaputt, oder? Der Lautsprecher ist kaputt. So, und das da. Muss ich noch die 2 Schräubchen hier abmachen. Weil ich sehe nämlich, dass das da dreckig ist.
Und da komme ich ja anders nicht ran. Was auch immer das eigentlich ist. So, sehr schön. Alles da rein erstmal. Ich muss aber wirklich drauf achten. Ich meine, wenn ich da einfach eine andere Platine oder so reinmache, so. Was ist das? Nee, das. Achso, das sieht man auch auf der Schachtel. So, jetzt pass auf. Da. Das ist dem sein Handy. So, jetzt hat. Pass auf. Also, wir sind hier noch gar nicht fertig. Guck mal, guck mal, guck mal. Das Ding ist noch dreckig wie nix. Boah, Mann, das geht so nicht. Das geht so nicht. Schlechtes Image für meinen Laden. Wenn ich da dreckige Sachen zurückschicke. Das geht gar nicht. So, das ist soweit in Ordnung. Das ist dreckig, das sehe ich von hier. Interessanterweise wird die Tastatur nie dreckig. Also der Zahlenblock. So. Okay. Wie war das wieder? Ne, warte mal, wo ist denn das Dingens von eben? Wo haben wir denn da? Ach, da. Das muss da unten dran. Dann das Plastikding. Dann die Schräube. Ja, Schrauben. Ich sag gern Schräube, weil ich's kann. Okay. Ne, ich muss mal gucken. So. Platine bräuchte der gute Mann. Ja, wie es der Zufall so will, habe ich eine. Und einen Lautsprecher, du kriegst den alten natürlich wieder rein. So, wie sieht's denn mit dem Akku aus? Nicht so gut, stelle ich gerade. Quatsch, da ist er doch. Kriegt ihr einen alten Akku rein? Der, die. Wir sind noch nicht so weit. Gut, dann nicht. So, das muss hier rein. Das muss da rein. Jetzt die Schrauben dran. Dann sind wir oben soweit fertig. Wieso geht unten denn der Akku nicht rein? Habe ich da noch irgendwas vergessen? Ernsthaft jetzt? Was fehlt denn da? Ach so. Die Rückplatte fehlt. Da habe ich, wie es der Zufall so will, habe ich hier eine Rückplatte. So, alles klar und funktioniert. So, ab damit. 16 Uhr, wir sind gut in der Zeit, ihr Leute. Wir sind super gut in der Zeit. So, was haben wir denn sonst noch? Verkaufspreis, Verkaufspreis, Verkaufspreis. Da ist er wieder. Verlässlicher Laden, sehr schön. Okay, ich fange mal an. Erstmal gucken. Ich habe einen neuen Auftrag. Jungle, die kenne ich doch. Yui Tanaka. Das ist der kleine Joystick hier. Jetzt pass auf. Wir machen erstmal. Hey. Ah ja, ich muss natürlich da rein. Der muss auch da rein. Den da. Achso. Komm mal her. Darüber. Den stellen wir da wieder hoch. So. Erstmal hier gucken. Da kenne ich mich aus. Da habe ich angefangen. Wisst ihr noch damals? Das war meine erste Arbeit hier im Laden. Lang ist her. Da hatte ich noch langes, wallendes Haar. So war das damals. Ach ja, gute Zeit. Aber man bleibt nicht immer jung. Was bleibt, ist die Erinnerung. Und deshalb ist es nie zu spät für ein bisschen Pubertät. Also wovor hast du Angst? Doch nicht etwa vor dem Rest des Liedes? Werde ich jetzt garantiert nicht weiter singen hier. So, guck mal her. Kabel ist Kabutski. Kabutski-Kabel kommt weg. Der Knopf sieht aber dafür noch relativ gut aus. So. Wie war das wieder? Das Ding abmachen und sauber machen. Wieso ist denn da jetzt eigentlich gerade so dunkel? Ist schon dunkel oder was? Ach, Japan hat ja gar keine Sommer-Winterzeit-Umstellung. Da wird es halt einfach schnell dunkel. Auch im Sommer. Habe ich gehört. Ich kenne einen, der hat in Brasilien gewohnt. Mit dem habe ich mal gefacecampt. Ja, geskypt damals. Also war wirklich halt Skype. Und, da sitzt du da und es ist abends irgendwie, keine Ahnung, 16 Uhr oder sowas. Und alles klar, alles hell, größter Sonnenschein, der sitzt da mit Badeschlappe und was weiß ich was. Und dann irgendwie 16:15 Uhr
komplett schwarz. Alles komplett schwarz. Und so, Alter, was geht denn bei dir? Und er halt so, wir sind hier halt am Äquator, da wird es schnell dunkel, es wird aber auch schnell hell. Aber dass das halt so schnell geht, hätte ich dann halt selbst nicht geglaubt. So, also erstmal gucken. Kabel fehlt, alles andere ist da. So. Knopf geht dran. Kabel, haben wir zufällig noch ein Kabel? Nee. Es ist jetzt aber eher schlecht. Dann, pass auf. Dann nehmen wir den hier und gucken mal, ob sie ein Kabel hat. Also wir merken uns, wir brauchen ein Kabel. Für einen Joystick. So. Lass mal kurz gucken. Kann man das nehmen, ja? Gut. So, mach mal den einen, den machen wir fertig. So, wo war der denn? Der da. So, wir brauchen ein Kabel. Zack. Das Ding da drauf und gib ihm. So, wir müssen da ein paar kaufen und auf Halde legen. Für Ersatzteile, weißt du? Tada! Sehr schön. Ein zufriedener Kunde ist ein guter Kunde. Was gibt's hier? Müll. Wieso stellt der hier Müll hin, hä? Achso. So. Ah, Geld. So. Jetzt würde ich sagen, wir machen jetzt... wo war er denn? Hier, gell? Den machen wir noch weiter fertig. Also den machen wir sauber. Da fehlt jetzt halt ein Kabel. Aber das können wir ja... Das können wir ja bestellen. Das ist ja kein Problem. So. Kennt ihr noch die Controller vom... Nicht vom 2.6, vom Atari 5200. Kennt den überhaupt noch jemand? Den Atari 5200? Ich glaube, dass er so hieß. Das war so ein schlechter Controller. Also der war wirklich nicht gut. Da ist das hier. Das gewinnt einen Ergonomiepreis dagegen. Das war irgendwie so ein Stück Käse. Weißt du? So ein Stück Käse, so keilförmig. Und links und rechts waren die Tasten, die Feuertasten. Und da oben war dann der Joystick. Und die waren kacke. Also die waren nicht gut. Die waren nicht gut. Ich sag, wie es ist. Die waren einfach nicht gut. So, komm her, du Knopf, du. So. Haben wir noch irgendwie was da fehlt? Nee, da fehlt jetzt halt ein Kabel und das eine Gehäuse. So ist es halt. Da gucken wir mal, dass wir heute ein bisschen den Schlaf nachholen. Von eben. Was haben wir denn sonst noch hier? Das ist ein Tamagotchi. Noch mehr Handys. Was ist denn damit? Komm mal her. Na, nix da. Wir brauchen das Zeug. So. Okay. Wir tun alles, was wir... Hoppala. Alles, was wir irgendwie benutzen können. Nee, das haben wir auch schon. Es ist ein bisschen schade. Also, wir sind hier noch... Es ist keine Early Access. Es ist ein... Den Controller haben wir schon. Das ist der, den wir reparieren müssen. Es ist ein... ein Playtest. Also sprich, es ist schon eher ein bisschen weiter fortgeschritten, das Spiel. Aber es ist noch nicht für den Verkauf, sondern hier guckt mal, ob er noch Fehler findet. Ja, ich finde einen Fehler. Zum Beispiel, dass da immer so ein Stück bleibt in der Mitte und das dann daneben, ich kann es ja noch mal kurz zeigen, dass da dann, ne, da ist jetzt nichts drin, außer das eine Teil, das ich nicht in die Kiste machen kann. Wäre halt schön, wenn man das auch in die Kiste machen könnte. Und dann stattdessen vielleicht so eine Art Zettel oder so ein Post-it sich hinhängen. Was ist denn das da eigentlich? Achso, okay. So, also, wo waren wir denn? Da waren wir. So. Uiuiui, das Ding ist mal richtig verranzt. Aber, ey, wann kam das raus? Das Atari VCS 2600. Ich glaube, VCS war aber, glaube ich, war das nicht der Prototypname? Als es dann auf den Markt kam, hieß es nur noch 2600, Atari 2600.
Also irgendwann in den 70ern. Ne, obwohl, das könnte schon zu spät sein. Also 79 vielleicht, also frühe 80er. Wenn überhaupt, dann frühe 80er, aber ganz frühe 80er dann. So, was ist denn mit dem Modulschacht hier? Der sieht aber ziemlich verranzt aus. Ich sehe hier kleine Schräubchen. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen ranzoome, sehe ich vielleicht sogar noch ein paar mehr Schräubchen. Das war, oh, Junge, wie konnte ich denn die übersehen? Echt jetzt. So. Immer noch nicht? Yeses. Ach, die kleinen sind für den Modulschacht. Okay. Ey, weißt du was? Das ist ja eh alles zum Ausschlachten. Ich brauche das ja gar nicht so. Aber den Modulschacht muss ich sagen. Oh, guck mal. Warte mal. Wenn man den dreht, diese zwei Zapfen. Seht ihr die? Die da oben, diese zwei Zapfen, die da drin sind. Die kann ich mich noch erinnern. Warum? Keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so alt. Also der 2600er, der kam vor meiner Zeit raus. Ernsthaft kriege ich das Ding. Was ist denn das da? Ah, das ist der Aufkleber. Kann man das nicht sauber? Junge, kann ich nicht das ganze Ding sauber? Moment. Ist unter den Gummifüßen. Ah, das Kabel. Kabel. Ist das Kabel eigentlich gut? Ja. So, jetzt hat aber. Jetzt hat. Der kam vor meiner Zeit raus. Also, als ich ins Zockalter kam, sag ich mal, da war Nintendo Entertainment System, auch NES genannt. Das war gerade aktuell. Aber ich war ein armes Kind und meine Mutter wollte mir das nicht kaufen. Und deshalb musste ich mein Zeug halt auf dem Flohmarkt kaufen. Und was Fluch und Segen gleichzeitig ist. Und zwar, weil meine Mutter... Moment, wir machen das einfach so, ne? Weil meine Mutter mir das nicht kaufen konnte, muss ich halt mein Zeug auf dem Flohmarkt kaufen. So, wird Zeit nach Hause zu gehen. In Arbeit. Ah, ja, ich habe beinahe die Bestellung vergessen. So. Ich brauche ein paar Controller. 2002 funktioniert wahrscheinlich. Dachboden. Großer Bruder. Er meint, er hat nur einen davon. Lass mal. Für 2000. Das Teil ignoriert mich. Ich lege ein Steckmodul ein und es blinkt nur. Keine Ahnung, was nicht stimmt. Wie bei meiner Freundin. Da kann ich nichts machen. Ja. Aber hier, ja. Achso, bei der Freundin kann ich nichts machen, aber hier kann er es verkaufen. Das ist sehr schlau. Ich bräuchte noch einen Controller, ja. Es gibt nur einen Controller gerade. Warte. Nee, da gibt es mehrere. So. Den zweiten brauche ich nicht. Hab sowieso keinen Mitspieler. Ich habe keinen Freund. Oder keine Freunde. 2500. Verkäufer hat 3 Sterne. Wie sieht's hier aus? 500 Yen. Nehme ich mit. Und den nehme ich auch noch mit. Wie viel habe ich denn? 49.000 Yen. Yay. Moment. Was kostet denn? Moment. Oh, was ist das? Entfernt Staub und effektiv. Und nehme ich mit. Ein Ratschenschraubenzieher. Durch den Ratschenmechanismus ist man doppelt so schnell wie ein normaler Schraubenzieher. Junge, Sandstrahlgebläse. Werkzeug zur Entfernung von Rost und Akkuschraubenzieher. Arbeitet blitzschnell dank der Elektromagnet... Ja, nee, den brauche ich nicht, So, was ist das da? 40.000 Yen? Aber da kann ich meine Miete nicht bezahlen. Okay, pass auf. Nein, nicht in den Warenkorb legen. Ach, guck mal, du kannst ja auch hier Einzelteile kaufen. Das wusste ich gar nicht. Aber nur vom Handy. Oder auch hier. Nee. Oh, krass. Habe ich gar nicht gesehen, Mann. Okay. Ein Display. Eine Rückplatte. Ein Kabel kostet 819 Yen. Knopfzelle. Kaufe ich mir mal ein paar. 2. Kann man nie genug haben für Tamagotchis. Und so einen nehme ich mir auch noch mit. Einfach, weil es geht. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Was habe ich denn jetzt im Einkaufskorb? 2 Knopfzellen und eine Aktionstaste. Wie, was, wo? Ach so, hier. Ja, aber da. Ach, muss ich das alles extra machen? Oh, was ist das? Diese Figur von Takasaki erfüllt Wünsche. Plus 3 Gemütlichkeit. Was bringt denn Gemütlichkeit? Ja komm, eine Winkelkatze muss sein. Zack. Ab in den Korb.
Ich bin voll im Einkaufswahn, ich merke es schon. So, und hier habe ich 2 Sachen drin. Noch 2 neue Controller. Komm, wir gucken mal, ob ich dann noch was finde. Ich habe gar nicht gesehen, dass es da verschiedene Dinger gibt. Kaufen. Aufträge. Reinigen. Da könnte Staub reingeraten sein. Ich hatte es im Karton. Ah, guck mal da. Ein Atari 2600 Gerät nehme ich natürlich an. Ich habe gerade 2 offene Controller und das 2600 selbst. Mal nochmal in den Godzilla Firefox gucken. Gerät geht nicht an. Das ist erstaunlich günstig, so. Okay. So, nee, ist in Ordnung. Was ist das hier? Kann ich da auch draufklicken? Nee. Starttaste. Oh. Schön. Oh. Okay, alles klar soweit. Dieses Mal 6 Uhr. Ihr Leute, ihr wisst, was das heißt. 2 Stunden Schlaf. Dieses Mal mache ich auch das Licht wieder aus. Ring, ring. Weiter geht's. Mann. So, was haben wir denn? 2 abgeschlossene Aufträge. Immerhin 23.000 Yen plus gemacht. Wir haben einmal 22.500 Yen und einmal 12.500 noch was gekriegt. Ach so, Reparaturaufträge und hier Online-Aufträge. Ach so. Okay. Geräte haben mich 3.000 gekostet, Bauteile 1.911, Werkzeug 5.000. Achso, das ist, weil ich bestellt habe. Und Deko. Aber wir sind noch gut. Noch 38.000. Ich würde sagen, klack, morgen gucken wir mal, dass wir ein bisschen Profit generieren und dann kaufen wir uns so eine Lizenz, oder? So. Es ist geöffnet, ihr Leute, strömet herbei. Ich gehe erst mal gucken, was es so gibt. So, noch ein 2000, den nehme ich auch. Ja, ich komme. Postmann war da. Was haben wir denn hier Feines? Was ist das? Ach so, gleich Ersatzteile. Ach so, das ist das Zeug, was ich hier... Und eine Winkekatze kommt natürlich dahin. Und hier noch ein Joystick. Und ich glaube, ich habe 2 gekauft. Ja, hey, komm her. Du sollst da schon hin. Und noch ein 2600er. 2 Stück sogar. Ja, pass auf. Dann tun wir einen hier gleich verhupseln. Und das da machen wir weg. So, dann bauen wir den gleich auseinander. Und nehmen ihn gleich als Teilespender. Das ist zerkratzt da unten, oder wie sehe ich das? So. Mal sauber machen hier. Ne, also. Ne? Oh! Ne, das bringt gar nichts. Okay. Das bringt gar nichts. Okay. Also Druckluft bringt hier nichts. Muss ich mal gucken. Wahrscheinlich, weil der Staub so fest ist. Der ist halt nur für Staub und nicht für so festen Schmodder. Sag ich mal. So. Wart. Du kommst in die Kiste. So. Was? Man kann die einzelnen Schalter auch noch rausmachen. Muss man die sauber machen? Ist egal. So. Oh, der sieht dreckig aus, ja. Wie jetzt? Ach so. Ich glaube auch. Der ist soweit gut. Na? Sag bloß mal, eine Kiste wird bald voll, oder was? Ich glaube auch, dass bei dem 2600er... Das ist noch nicht sauber, ich wollte gerade sagen, hey, das reicht jetzt aber hier. Bei dem 2600er diese Schalter, die ich da gemacht habe, die waren zuständig, glaube ich, nagelt mich nicht drauf fest, für Pause, Start und Menüeinstellungen, also Game A, Game B oder sowas. Ich weiß nicht, wer schon mal, oder wir sind hier im Internet, guckt auf YouTube, guckt euch mal Spiele an. Der hat vorhin zum Beispiel Pac-Man erwähnt, ja, dass er auf ein Pac-Man-Turnier will. Guckt euch mal bitte ein Video an von Pac-Man auf dem 2600 und dann sagt mir, ob das wirklich das Pac-Man ist, was ihr denkt, dass es ist. Garantiert nicht. Das ist aber schön sauber. So, die Platine sieht ja mal richtig übel aus. So, jetzt muss ich reinigen.
Kann ich da jetzt vielleicht mit dem da? Ah, guck mal. Oh! Das ist zum... Okay, das geht flockerlockig. Flockerlockig. So, aber mit dem Pinsel muss ich noch ein bisschen nachpinseln. Den groben Dreck da wegmachen. Weil das Pac-Man auf dem 2600er, das sah schon ganz anders aus. Also mein Lieblingsspiel für einen 2600er war übrigens Spider-Man. Guckt euch bitte Spider-Man an und dann sagt mir nicht, dass das nicht eine grafische Brillanz ist, bei der euch die Augen rausfallen. Guckt es euch bitte an, ein Video. Da werdet euch die Augen übergehen, so hübsch ist das Ding. Moment, das war der falsche. Das war der Controller. Aber da kann ich im Moment nichts machen. Wo ist denn der, den ich... Ach so, das ist der. Junge, jetzt habe ich alles in die Kiste gemacht von dem. Junge, es tut mir aber leid. Hier, da. Was fehlt denn? Lass mal gucken. Wo bin ich denn hier? Was ist denn das? Abdeckung vorn, Rückplatte. Das Kabels brauche ich. Ah, die Platine. Okay. So. Okay. Machen wir da gleich die Schrauben rein. Das Kabel unten wird noch nicht gehen. Da fehlt natürlich noch das... Quatsch. Wo habe ich denn die Abdeckung hin? Da. Junge, willst du da nicht drauf? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Schrauben. Schraube natürlich. Da waren noch 3 kleine Schräub. Das heißt, jetzt kommt die Abdeckung ins Spiel. Ach, unten muss ich noch festmachen. Ah. So, jetzt Abdeckung. Abdeckung, hallo? Immer noch nicht? Nein. Ich dachte, da kommt jetzt schon die Abdeckung drauf. Okay, was habe ich es wieder vermasselt? Moment. Ich muss das mal ein bisschen anders hier drehen. So, jetzt hat. Aha. Aha. Jetzt die 3 Schrauben. Oh, das Schrauben geht wirklich deutlich schneller. So, jetzt das Kabel. Oder? Na, kommst du her? Hallo? Kabel? Der will nicht so, wie ich wohl... Ah, ja. Weil da natürlich noch die ganzen Schalters fehlen. 1, 2, 3, 4. So. Wo war ich denn? Bei meinen Erzählungen vom Krieg. Spider-Man. Genau. Danke. Guckt es euch bitte mal an, wie geil Spider-Man aussieht. Das ist wirklich ein grüner Pixel, oder ein grün, ein blauer Pixel und ein roter Pixel. Bam, Spider-Man. Echt jetzt. Und der schwingt dann, der geht dann ein Haus hoch und schwingt an einem Seil hin und her, das aus 10 Pixeln besteht und oben fliegt so... Ja, ich würde ja gerne, aber das will sich nicht wegmachen lassen hier. Okay, pass auf. Nicht benötigte Teile... Ja, aber... Gerät noch nicht fertig. Warum? Was habe ich denn vergessen? Ihr Leute, was habe ich denn vergessen? Echt jetzt? Ich komme halt nicht dran. Hier. Zufrieden? Darf ich es jetzt wegschicken? Weil da noch ein Kabel rumlag. Ja, das wollte ich jetzt wegmachen. So, To-Do-Liste. Warte mal. Was habe ich denn hier noch? Arbeitsfläche ist leer. Legen Gerät drauf. Wo bin ich denn gerade? Ah ja, den Controller braucht man noch, gell? Von irgendeinem Mädel. Ich schraube das mal auseinander für Ersatzteile. So. Ach ja, Spider-Man. Schön war's. Du musstest halt einfach nur das Haus hochgehen und nicht vom jetzt, ich glaube, dass es natürlich der Green Goblin war und nicht der Hobgoblin. Da hört es dann bei mir mit Spider-Man auf, muss ich ja dann doch sagen, ne? So. Ah, das Kabel. Kabel ist noch ganz, nehmen wir auch. Das da nehmen wir auch gleich mit. Das muss weg. Ist sauber. Das ist nicht sauber.
Junge, wie das flott geht, hä? So. Das war's dann hier. Jetzt brauchen wir... Da. So, wo hat's da... Ach ja, wir hatten kein Kabel, gell? So, zack, jetzt hast du ein Kabel. Und weg damit. So, ja. Fertig, sehr schön. Machen wir gleich weg. Ja, und dann hatte ich halt ein 2600er auf dem Flohmarkt gekauft. Dann hatte ich, also zu Zeiten von NES, dann habe ich irgendwann, so jetzt machen wir hier noch ein bisschen weiter, oder haben wir hier noch irgendwas? In Arbeit, was ist das? Der 2600 von Yui Tanaka. Schon wieder eine Yui. Wo ist denn der? Ist das der da? Ja, da ist er. Okay. Dann habe ich von meiner Patentante, glaube ich, ein C64 geschenkt gekriegt. Also so Ostern, Weihnachten, irgendwie sowas. Natürlich dann hier guck und dann kannst du da gucken, wie man damit programmieren kann. Hier Basic 10 Hello, 10 Print Hello oder sowas, 20 Go to 10 oder so. Und haben wir natürlich nie gemacht, da waren Spiele drauf. Wir haben natürlich nur drauf gezockt, Bruder und ich, war ganz klar. Und ein halbes Jahr oder so haben wir gezockt und uns gefreut, wie viele coole 25 Spiele waren da auf einer Diskette, die dabei waren. Und dann kam uns die Erleuchtung, da sind 50 Spiele drauf, man muss die Diskette rumdrehen. Mann, war das ein schöner Tag, als wir das rausgefunden haben. Echt jetzt. Junge, waren wir doof. Ja. So, gut. Das ist aber auch verdreckt, hey, das Ding, muss man sagen. Und wie gesagt, das war zu Zeiten vom NES, haben wir dann halt C64 gespielt. Der ist sauber, der ist auch sauber. Der Kabel sieht mir etwas kaputt aus, wenn du mich fragst. Geht aber eigentlich gut. Ah ja. Da waren diese kleinen Minischrauben, die ich fast nie sehe. Dann kam irgendwann das Super Nintendo raus und davon habe ich geträumt, mir ein Super Nintendo zu kaufen. Hat aber kein Geld. Und deshalb habe ich mir ein NES gekauft auf dem Flohmarkt. Weil es kam eine neue Konsolengeneration raus. Das heißt, die Leute wollen ihr altes loswerden und geben es für günstig Geld her. So. Ich war also quasi immer so eine Generation hinten dran. Was halt, ey, du, keine Ahnung, wenn du 8, 9, 10, 11, 12 bist, ist es scheißegal. Hauptsache, du hast was zu zocken, weißt du? Und ja, haben wir NES gespielt. Also wenn ich wir sage, meine ich Bruder und ich. Und Monster in My Pocket habe ich geliebt zum Beispiel. Das ist immer noch ein sehr gutes Modul. So. Platine selbst ist gut. So, dann machen wir die wieder dran. Bauen das wieder zusammen. Schrauben rein. Schrauben rein. Du da rein. Nicht du da rein. Dann du da rein. Zum Glück muss ich nicht löten. Muss ich öfters löten? Könnte ich Leute töten? Ey, ernsthaft jetzt. Ich bin nicht gut im Löten. Ich habe die nötige Gelassenheit, sag ich mal, habe ich einfach nicht. Was ist denn da los? Nein, das habe ich so rausgedreht. Ich muss doch das da rein... Ach, der Port natürlich erst. Jetzt kann ich sie reindrehen. Nein. So. Alles klar. Das ist drin. Fehlt ja eigentlich nur noch... Das da? Ja, aber was musste ich jetzt hier eigentlich machen? Will nur Gehäusedeckel? Muss es nur sauber machen oder wie? Zack. Ja, und weil ich halt keine Kohle hatte, habe ich halt die ganzen Videospielgenerationen im Schnelldurchlauf gemacht.
Also als das Super Nintendo in war, hatte ich ein NES. Als das Super Nintendo schon am Ende der Laufzeit war, hatte ich es dann endlich. Und dann kam das Nintendo 64 und das war das erste. Achso, ja, das war das erste, was ich mir selbst gekauft habe. Da habe ich meine Lehre angefangen und habe mir dann schön erstmal ein NES gekauft. Was ist denn das da eigentlich? Weg damit. Wo kommt denn das Zeugs hierher? Kann ich eigentlich das da hinstellen? Oh, nee, kann ich... Oh, schön. Guck mal hier. Oh, das ist ja praktisch. Da kann ich jetzt... Das sind diese einzelnen Dinger da, weißt du? Dann habe ich die hier weg. Dann machen wir das da runter. Oh, das ist, glaube ich, eine richtig gute Idee, oder? Ja, aber da ist ja noch die Platine dran. Junge, was geht denn ab? Da fehlt ja, da habe ich ja gerade richtig auseinandergenommen. So. Und deshalb, ich muss irgendwann mal zu Ende kommen, ja? So. Habe ich die ganzen Videospieldinger im Schnelldurchlauf gemacht. War immer ein bisschen hinten dran. Nintendo 64 war dann so mit das erste aktuelle, was ich gekauft hatte. Oder vom eigenen Geld. Eine Playstation habe ich mir auch gekauft, aber die Playstation auf dem Flohmarkt. Ich war schon immer Nintendo-Kind, was willst du machen? So, 22 Uhr noch was. Wir gucken mal kurz online. Aufträge haben wir keine mehr. Wo ist denn dieses Buch? To-Do-Liste. So, wir haben 48.000 Yen. Komm mal her, es ist noch viel zu früh, weißt du? Komm, wir können den schön auseinanderbauen für das. Da ist aber nicht mehr viel übrig von dem Ding, das sehe ich jetzt schon. So. Oh, Junge. Was hat er... Das Kabel kann man noch nehmen, okay. Was hat er eigentlich gesagt, was das Problem hier ist? Hab schon vergessen, aber ist er draufgetreten oder was? Na, wenigstens ist es sauber, aber... Boah. Nicht so geil hier. So. Gut, kann ich da drüber... Oh, da drüben habe ich... Kann ich die da rüber stellen? Ich muss ja ein bisschen aufräumen. Weißt du, hier stelle ich das Zeug hin, was ich nicht mehr brauche. So. Da. Ein bisschen aufräumen. So kurz vor Feierabend. So. Zack, das sind ja alles Einzelteile. Wunderbar. Ihr könntet mir ruhig sagen, dass ich mal ins Mikrofon reden soll. Ihr hört mich ja gar nicht. Ihr könnt ja gar nicht meiner engelsgleichen Stimme lauschen hier. So. Und den machen wir darüber. Alles klar. Dann gucken wir noch ein bisschen online, oder? Wenn keiner mit uns redet, dann kaufen wir noch ein bisschen was ein. Zum Beispiel hätte ich gerne... Ich kaufe mir jetzt diese Lizenz da. Für eine Noni PMP. So, die kaufen wir jetzt. Das muss reichen. So. Jetzt haben wir nur noch 8.000 Yen. Ist halt hart kalkuliert, ne? Ist wirklich hart kalkuliert, kann man anders nicht sagen. So, Licht aus. Heute machen wir mal früh Feierabend. Können wir sogar ganze 7 Stunden pennen. So. Wir sind aber wirklich sehr gut dabei. Ich wollte doch eigentlich 2 Tage warten, bevor ich mir die Lizenz kaufe. Mann, ey. Tag 5, Mittwoch. So. Hallo? Ich warte auf den Postmann. So, was haben wir hier? Ein Egotchi einfach nur reinigen. Ja, das nehme ich natürlich mit. So, da ist sie. Ich habe gewonnen, du wirst nicht glauben, aber die letzte Runde mit dem neuen Joystick hat es entschieden. Nur dank dir, vielen Dank. Sorry, ich habe gar nicht gesehen, dass da der Eimer ist. Jetzt habe ich aus Versehen, weil ich das schnell krapschen wollte, weißt du? Okay, er hat gewonnen im Atari-Turnier. Und bei dir scheint es auch gut zu laufen. Glückwunsch zur Lizenz für Noni PMPs. Da habe ich wie versprochen einen Auftrag für dich. Könntest du bitte meine reparieren? Am Seil ziehen. Jo, machen wir. Ah, eine PSP. So, und du kommst gleich darüber. Na? Hörst du nicht? Hörst du nicht? Hörst du nicht die Glocken? Passt der da nicht hin, oder was? So, was haben wir denn noch hier? Oh, eine Lizenz. Die will ich irgendwo schön... Ja, guck.
Genehmigt Kauf, Verkauf und Reparatur folgenden Geräts. Noni PMP. Okay. So. Zuallererst mal, er hat ja jetzt keine Eile. Der Eimer Chan hat keine Eile. Sag mal, habe ich gestern schon wieder vergessen, den Laden zuzumachen? Kann das sein? Und deshalb machen wir jetzt erst was anderes. Und zwar ihn hier. So. Ich glaube, er hat gesagt, einfach nur reinigen, soweit ich weiß, ja. Ja, das halt. Ich schätze, dass das gut verdreckt ist. So, gut. Batterie. Batterie ist noch gut. Habe ich zur Not auch hier. Aber es geht auch so. So. Alles klar. Das hätten wir. Reinigen natürlich. Alles klar. Der ist auch noch gut. Das sind diese kleinen Minischrauben da. So, guck mal, das sind keine... Oh, diese Schrauben mag ich. Die kannst du mit einem Imbusschlüssel und mit einem Kreuzschlitzschraubendreher verwenden. Das ist eine feine Sache. So, sogar der Screen. Also es geht wirklich hier nur ums Reinigen. Interessant. Egotchi. Ich dachte jetzt, da ist vielleicht was kaputt oder so, aber nö, es geht nur ums... Ja, hey, kein Problem. Hallo, mache ich doch gerne. Das gute Egotchi. Aber wenn du die Batterie rausmachst, ist da nicht der Speicherstand weg? Normalerweise. Nee. Ah. Ich dummerle. Alles klar. So, gucke. Nein, ich muss noch den Lautsprecher irgendwo hinmachen. Da. So, jetzt dies da drauf. Da kommt da noch Batterie rein. Alles klar. Und ganz am Schluss das da. Und die Schraube natürlich. Opala. Die Schraube? Da, die Schraube. So, jetzt sollte es funktionieren. Hoffe ich doch. Und dann schicken wir das auch gleich los. So. Gucken mal kurz in Arbeit 1. Das Egotchi ist weg. So, sehr schön. Wir müssen mal mit dem Einkaufen ein bisschen langsam machen. So, also. Dann fangen wir da mal an. Den Akkupack. Also, der ist noch sauber. Das ist die Klappe hinten. Sky Hill. Auch das ist ein Spiel von den Machern. Vom Entwickler von diesem Spiel. Ich habe mich vorher ein bisschen informiert, was der sonst noch für Spiele hat, weißt du? So, eine PSP habe ich nie besessen. Eine PlayStation Vita. Ich meine natürlich eine PNP, Entschuldigung. Habe ich nie besessen. Aber eine Vita haben wir. Ist eigentlich meiner Freundin. Aber ja. So, kommt man damit? Jawohl. Ist eigentlich meiner Freundin, hat sie sich mal gekauft, aber eigentlich nicht wirklich viel gezockt. Eine PSP hatte ich mir mal vom Kollegen ausgeliehen, vom Arbeitskollegen damals, weil ich wollte Monster Hunter zocken. Und dann hat er mir seine PSP gegeben und die war, ich kann es ja zeigen, hinten, die gehen ja mit, ich weiß nicht mehr, wie das Medium hieß. Kleine CDs, DVDs. Es ist keine GD-ROM. GD-ROM war von der Dreamcast. Ich weiß nicht mehr, wie die... Bitte? UMD, sagt die Freundin gerade. Danke. UMDs. Und die Klappe... Da ist sogar noch ein Spiel drin. Wahnsinn, oder? So. Die Klappe... die war irgendwie zugeklebt. Und ich habe gesagt, warum ist denn die Klappe zugeklebt so? Und er hat gesagt, ja, nö, hat er halt zugemacht, weil er hat mir da auch kein Spiel mitgegeben. Ich wollte einfach nur Monster Hunter zocken. Monster Hunter Freedom oder Freedom Unite. Ich glaube, dass er mir Freedom mitgegeben hat. Und also mitgegeben ist relativ, weil die Klappe war deshalb zugeklebt, weil das Ding natürlich
illegalerweise, muss man sagen, nicht ganz legale Sachen abgespielt hat. Und genauso war es dann auch mit dem Monster Hunter Freedom. Das hat er sich dann runtergeladen oder hat er mir eigentlich runtergeladen, weil ich gesagt habe, ich will das mal zocken, weißt du? Und dann hat er mir das runtergeladen, hat gesagt, hier, bitte kannst du zocken da. Und dann habe ich ein bisschen mitgezockt und dann so, ja, okay, nee, da ist mir meine Sehnenscheidenentzündung zu schade, um das zu zocken. So, was haben wir sonst noch? Das ist der Kopfhörer und also hat das Ding ein Mikrofon kaputt. So, ist das der reine Rahmen? Was ist mit dem Ladeding? Kann ich das nicht auch abmachen? L- und R-Tasten sind feste. Okay, was ist aber... Ach so, daneben ist einfach nur... Okay, ja, aber... Einfach nur dreckig, da ist nichts kaputt oder was? Okay, ja dann... setzen wir wieder schön zusammen. So, die steht jetzt halt auf dem Kopf. Moment. Dass wir das richtig machen. Komm her. So. Das da kommt da rein. Das da kommt nicht da rein. So, gut. Das ist ja schon mal, haben wir schon mal gut gemacht. Wer will, der schreit April. Wer nicht will, der will nicht. Aha. Dann machen wir gleich die Schrauben rein. Das ist vom UMD-Laufwerk, schätze ich. Ja, okay, das siehst du auch Zahnräder, ja. Das da könnten Laser sein. Okay, alles klar soweit. Dann machen wir auch gleich die Klappe dran. Geht die schon dran? Nee. Geht der Akku schon rein? Auch nicht. So, wo sind wir denn? Was ist denn das da? Das ist der Akku. So, jetzt brauchen wir hier was. Schrauben sind alle drin. Aha. Ich muss erst das Spiel reinmachen. Okay, unten die Schraube machen wir rein. Sehr schön. Der Rahmen brauchen wir noch nicht. Was ist denn mit dieser Platine hier? Was haben wir denn da oben? Jesus, ne. Geht das an. Und was ist hiermit? Ah, haben wir schon, oder was? Okay. Kann ich da schon... Das ist doch kein Akku. Laber doch nicht. Doch, natürlich ist es ein Akku. Aber will er noch nicht. So, kann ich jetzt denn hier schon... Was ist denn mit dir? So. Aber jetzt. Schraub, 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 Schraub. Sehr schön. Geschraubt wie ein wahrer König. Ist da schon eine Schraube drin? Nee, gut. Jetzt vielleicht ein Akku rein. Ganz akkurat. Auch nicht. Okay, dann Deckel auch nicht drauf. Moment. Ah. Da fehlt ein Schraub. Sehe ich das richtig? So, jetzt hat nochmal. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Dem schmeiße ich etwas ins Gesicht. Willst du jetzt vielleicht ein Display haben? Ja, kann ja mal schlecht sein. So, jetzt... Ach, da hinten wird das Display festgeschraubt. Was ist das da? So, Akku. Wieso will denn der keinen Akkumulator haben? Ah. Keine Ahnung, weil alles seine Richtigkeit haben muss. Aber rein theoretisch hätte ich doch den Akku schon lange reinmachen können. Egal. Bam. Mach mal an. Funktioniert? Okay. Wo kommt denn das Geld? Ey, keine Fragen stellen. Wenn da Geld liegt, sack es ein und gut ist. So. Hier haben wir erstmal nichts. Lass mal kurz gucken, ob wir sonst noch irgendwie... Ich brauche auch eine Lizenz für eine Noni Play Machine. Ah, die PMP ist die Play Machine Portable, ganz klar. So, okay, dann 18 Uhr. Wird Zeit, dass wir das Licht anmachen. So, wir hätten alles drin. Aimer-chan. Fertig. Oder? Aimer-chan? Da ist er. Oder sie. Ich sehe meine Play Machine Portable auf der Theke. Vielen lieben Dank. Bezahlung wie üblich. Im Play Machine Store ist gerade eine neue Demo vom Entwicklerstudio Mandragora erschienen. Das Spiel heißt Restory oder Restory oder
Restore, kann ich sagen. Ich habe es direkt auf meine Wunschliste gesetzt. Und du solltest das auch tun. Du, das ist eine sehr gute Idee. Wie schön, dass wir hier wieder jemanden haben. Ich war sehr traurig, als der alte Sensei verschwunden ist. Sakamoto hat mir erzählt, dass er sich mit den falschen Leuten angelegt hat. Na, das passiert dir bestimmt nicht. Sakamoto ist der Polizist, den ich fälschlicherweise verwechselt habe mit dem Sohn meines Vermieters, oder? Und ihm deshalb gesagt habe, dass der Sohn des Vermieters nass war und... So. Ein Dankeschön schreiben und am Seil ziehen. Einen glücklichen Pac-Man malen und am Seil ziehen. So. Bravo! Du hast den Spieltest abgeschlossen. Bleib ruhig noch ein Weilchen. Es werden keine Kunden mit neuen Anfragen kommen, aber E-Mail-Anfragen und der Online-Marktplatz funktionieren weiter. Das hier ist nur ein kleiner Teil des geplanten Spiels. In der Vollversion wird es jede Menge kultige Geräte geben, sowie coole Charaktere, deren Leben du maßgeblich beeinflusst. Und wir können noch eine kurze Umfrage abschließen. Zur Wunschliste hinzufügen, sparen wir uns. Hab ich natürlich schon. Naja, also ganz ehrlich, meine Freundin hat es auf der Wunschliste und ich habe es gesehen und denke mir, was ist denn das? Wieso putzt denn der da ein 3DS oder ein DS oder was das ist? Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein DS oder 3DS ist. Das müssen wir mal gucken. Wenn es um 2000 rum ist, müsste eher ein DS sein. Und dann geguckt, Video geguckt und gedacht, ey, geil, das will ich haben. Und dann habe ich es mir halt wirklich selbst auf die Wunschliste. Und deshalb habe ich halt erfahren, dass es da einen Playtest gibt, Spieltest. So. Schön. Okay, danke. So, 18:16 Uhr. Na, wenn das nichts ist. Oh, da liegt Geld. Junge, wir sind reich. Oh, da liegt Geld. So, was haben wir denn? Haben wir noch ein paar E-Mails leider nicht gekriegt. So, gut. Dann kaufe ich mir jetzt noch ein bisschen unnötiges Zeug, was keiner braucht. Sandstrahlgebläse zum Beispiel. Und, Akkuschraubenzieher brauche ich nicht. So, dann hätten wir noch nicht genug gute... Moment, ich kann die kaufen? Oh, ich habe nur 40.000. Ich dachte, ich hätte 50.000. Das ist schlecht. Schade. 70.000 für einen Walkman einen Go-Man zu reparieren, wenn die Play Machine nur 50.000 kostet? Seid ihr irre? Habt ihr den Held der Steine gesoffen oder was? Junge, 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 ihr spinnt doch so. Egal, hätten wir das auch. So. Naja. Ich sag mal, danke fürs Zugucken, ihr Leute. Ausnahmsweise. Moment. Die winkt ja gar nicht genug. Winkt mehr. So. Dieses Mal mache ich aber hier zu. Ich setze mich jetzt auf mein Fahrrad und sag danke fürs Zugucken. Und bis irgendwann, wann das Spiel rauskommt, dann wird's richtig gezockt. Tschüss. Ich hoffe, dass ich hier nicht vergesse auszublenden, sonst gucke ich saublöd in die Kamera. Ring, ring.